SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönecker. Und mit dem Jonas Staub, 49. Er ist vom Sozialarbeiter zum Unternehmer geworden. Weil er findet, Menschen mit einer Beeinträchtigung gehören nicht in ein Parallelleben zu unserer Gesellschaft, sondern mitst in den Arbeitsmarkt, mitst ins selbstbestimmte Leben. Er kämpft leidenschaftlich für die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen im Arbeitsmarkt schon seit über 20 Jahren. Das macht mit seiner NGO Blindspot und als ausgezeichneter Ashoka Fellow, als weltweit anerkannter Sozialunternehmer, gilt er als innovativer, ja, vielleicht sogar einer, der revolutionäre Ideen hat. Und die hören wir uns gerne an in dieser Stunde. Wie sieht eine Welt aus, wo Inklusion gelebt wird? Ich freue mich, bist du heute da. Willkommen, Jonas Staub. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, Messi. Du giltst als einer, der das System herausfordert, und zwar direkt ab Kindesbein an, schon in der Schulzeit. Hast du als der gegolten, der so ein bisschen störenfrei ist, hast du mir gesagt. Also ich glaube, manches Lehrer und Lehrerin hat sich ein bisschen Zähne ausbissen. Warum? Also meine Version ist die, dass man mit mir manchmal nicht so genau hat gewusst, wie umzugehen. Ich habe inzwischen ein diagnostiziertes ADHS, also eine ADHS-Diagnose, und die ist als Kind ist die nicht diagnostiziert worden. Man hat das ignoriert irgendwie, und das ist damals auch noch nicht so jetzt ein Punkt gewesen, wo man sofort hat machen musste. Ich muss sagen, einerseits ein bisschen zum Glück, weil durch das bin ich nicht wirklich schubladisiert worden. Andererseits ein bisschen zu meinem Nachteil, weil ich bin einfach ein Schwieriger war. Und ich habe selber sehr oft gewusst, wie man es eigentlich mit mir selber, wie man mit mir selber besser umgehen würde, und habe aber das nicht bekommen. Und habe dann einfach irgendwie meinen Weg gemacht und auch durchsetzen, und habe sehr oft auch meiner Meinung nach sehr gute Ideen gehabt, weil für mich hat es eigentlich besser gestimmt. So. Und das ist natürlich sicher sehr, sehr herausfordernd für erwachsene Personen. Ja, das ist jetzt auch für mich als Mutter auch spannend. In welchem Alter hast du gecheckt, so müssen wir im Fall eigentlich mit mir umgehen? Ich habe das so ab 12 Jahren merken, dass einfach irgendwie die starren Strukturen so für mich überhaupt nicht aufgehen. Ich habe dann auch merken, dass das Anecken noch sehr mühsam wird, auch für mich. Und dass das dann teilweise zu einem Ausschluss hat geführt. Also eigentlich diesbezüglich selber so ein bisschen Ausschlusssituationen erlebt, und habe dann wie so mit 14 einen immensen Kampf gemacht, indem ich mich selber aus der Schule rausgenommen habe. Also ich habe wirklich meiner Mutter gesagt, du musst mich aus dieser Schule raus, ich muss die Schule wechseln. Ich bin jetzt in einer Schule, das war durch das möglich gewesen, aber ich habe gesagt, ich brauche einen kompletten Wechsel, und bin dann selber auf die Idee gekommen, wenn ich an einem neuen Ort bin, dann verändere ich einfach komplett die Rolle vom ersten Tag an. Ich benehme mich einfach ganz anders, mache ganz andere Sachen, und es hat erstaunlicherweise funktioniert, und durch das hat sich dann auch mein System rund um mich herum besser können, mit mir besser können umgehen. Das war eigentlich so ein bisschen, ein Glücksmoment gewesen, aber auch so ein Empowerment-Moment, den ich selber machen musste, wo mir später hat gezeigt, wie viel eigentlich junge Menschen und generell Menschen darauf angewiesen wären, dass man mit innovativen und guten Ideen an sie hertritt und nicht einfach bei allen das Gleiche durchdrückt. Nicht bei den starren Strukturen bleibt. Wir werden nachher noch ein bisschen über dein Leben und über deinen Start und wo es dich überall angespickt hat oder wo du nachher deinen Weg angegangen bist, reden. Du bist jetzt gerade eigentlich fast aus den Ferien zurückgekommen. Du bist vorne im Sommerlager mit Blindspot. Wie fest hast du dir Zähne ausgebissen nach Kindern, die dich dann wollen stören oder vielleicht das System ein bisschen wollen stören? Es ist spannend. Ich habe mit 21 schon angefangen, in diesem sozialen Bereich zu arbeiten. Zuerst mit 16, also mit einem Praktikum, das ein Jahr ist gegangen. Dann habe ich die Lehre als Landschaftsgärtner gemacht, ganz einen anderen Weg. Ich habe realisiert, dass die Steine und die Pflanzen einfach zu wenig wiedergeben. So. Ich war zu kommunikativ gewesen, und die anderen sind zu wenig. Man kann das probieren, genau. Und habe dann eigentlich mit 20 direkt wieder angefangen, im sozialen Bereich zu arbeiten, und dann mit 27 die Ausbildung gemacht zur Sozialpädagogik. Und jetzt, von Anfang an ist mir selber aufgefallen, dass ich eigentlich mit den Schwierigsten am besten klarkomme.
Und das schon sehr früh, und das hat sich wirklich durchgezogen. Und mit den schwierigsten, für mich sind immer die schwierigsten echt die gewesen, und ich das Gefühl hatte, das ist einfach das System rundum am meisten gefordert. Es hat gar nicht damit zu tun, ob sie die schwierigsten sind oder die mühsamsten, sondern das System rundum sehr oft einfach mit Methoden und Wegen hergeht. Vielleicht auch zu wenig Ressourcen vorhanden sind natürlich. Teilweise ist das System per se überfordert. Aber die Kinder selber eigentlich gut wie formbar sind, wenn man individuell auf sie eingeht. Und jetzt das Jahr, gerade auf das, was du jetzt ansprichst, in Kultur, in dieser Sommerwoche, hat es auch wieder so ein paar sehr interessante junge Menschen gehabt, die aber spannenderweise eins verbindet sie immer, sie suchen es. Und das ist eigentlich eine Kontaktaufnahme. Und das muss man wie ernst nehmen, dass das Suchen eigentlich eine Botschaft ist. Also Suchen auf eine Beziehung, also eine Beziehung suchen, Konfrontation natürlich suchen, Lösungen probieren abzuholen. Was bietest denn du mir eigentlich für eine Lösung? Und dort ist es einerseits wichtig, dass ich schnell bin und aber auch konsequent und ihnen relativ rasch aufzeigen kann, die Lösung wirst du eigentlich letztendlich umsetzen müssen. Ich kann dich nur begleiten. Und sehr spannend ist, dass auch in kurzer Zeit teilweise die ganz schwierigen wirklich zu Leaders werden, die Verantwortung übernehmen. Und mit dieser Verantwortung sind sie auch beschäftigt. Und das löst sehr oft ganz, ganz gute ich sage dem immer, es ist eine Lebensportfolio-Veränderung, die sie eigentlich vollbringen können. Und dann würde ich sagen, so, das Zähneausbeissen gehört dann wirklich dazu. Und es ist dann eigentlich, wird das eben nachher zur Beziehung. Und zu einem Schlüsselmoment. Das ist mega spannend. Hast du mir ein kleines Beispiel? Kannst du mir eine Anekdote sagen, wo in dem Lager gemerkt hast, okay, der oder die kommen wir jetzt so und ich... Ja, kann ich dir eine gute nennen. Es ist, wir haben so eine Feierrunde jeden Abend, wo ich jeweils noch eine Geschichte erzähle am Schluss. Also es sind Geschichten von Franz Holler, bewusst. Und wir haben hier Jugendliche, die alle machen am Anfang, oder Kinderkram, Babyzeug. Spannenderweise aber so nach dem 3. Tag wir gehen See zuhören, weil es halt sehr etwas, es ist etwas Ritual, es ist ein Ritual, es ist etwas Mystisches, es ist etwas sehr Logisches, einfach verständlich. Und dann ist ein 13-Jähriger neben mir gesessen, ganz aufmüpfiger. Und hat dann nachher gesagt, ja, ich schlage mit den Füßen zu, wenn etwas mir nicht passt. So aus dem Nichts raus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe für das zum Maul. Und dann sagt er, was zum Beißen? Also das ist ganz noch anders. Und ich gesagt, nein, zum Reden. Und dann hat er gesagt, ja, was meinst du, mit dem Maul mit Reden hast du irgendwie etwas zu melden? Und dann habe ich gesagt, also komm, wir stehen schnell auf, steh mal vis-à-vis von mir. Und dann habe ich gesagt, also schau jetzt, ich stehe nach bei dir, Schlammi? Ja, was jetzt? Er hat gesagt, doch, Schlammi, kannst schlagen, darfst. Nein, mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, siehst du, ich habe gewonnen, mit meinem Maul. Du hättest aber mit deinen Füßen können. Ja. Und dann war es spannend, für ihn hat es schon etwas ausgelöst. Dann ist ein anderer, wirklich noch ein bisschen aufmüpfiger hinter mir und sagt nachher, ich hätte voll zugeschlagen. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht erwartet und schaue hinterher und sage, also wenn du das wirklich gemacht hättest, dann hättest du eigentlich wirklich einen schlechten Charakter. Hast du einen schlechten Charakter? Halb. Dann habe ich gesagt, ja, dann hättest du vielleicht auch nicht zugeschlagen. Und dann das Thema am Abend nochmal aufgenommen mit ihm. Einfach gesagt, du, wegen dem schlechten Charakter, sag mal, was kannst du eigentlich alles Gutes? Und er wollte zuerst nicht darauf eingehen. Und nachher, nach dem zweiten Mal fragen, hat er dann gesagt, ja, ich helfe gerne und ich beschütze. Und ich gesagt, das sind zwei Top-Sachen. Und weißt du, was Menschen mit durch und durch schlechtem Charakter beschützen und helfen auch nicht. Und das hat ihm einen Change gegeben. Und er ist mehrmals nochmal darauf zurückgekommen und immer wieder mit einem Skills mehr gekommen, den er noch hat. Er hat gesagt, ja, du gehst gut beobachten und so. Und dann hat er wieder zeigen, was er alles gut kann. Und das hat richtig so eine positive Stimmung bei ihm ausgelöst. Und ich glaube, das ist einfach der Moment, was wir brauchen, dass man Kinder nicht verurteilt für ihre Aussagen oder für ihre Provokationen, sondern eigentlich in einen Kontakt geht und halt eine Lösung probiert zu bringen, wo im klassisch-pädagogischen steht niemand von einem jungen Buben und sagt «Schlammi». Das macht wie niemand. Das habe ich in meiner ganzen Karriere von anderen nie erlebt. Aber es sind eben genau die Überraschungsmomente, die nachher so junge Menschen zu einem Umdenken bringen. Und das brauchen sie eben, weil das Klassische kennen sie. Und das funktioniert offensichtlich oft nicht. Ich möchte später noch mit dir über Bildung, über die Schule, aber vor allem auch über den Arbeitsmarkt reden. Wie gehen eigentlich Wirtschaftlichkeit und Inklusion zusammen? Was ist überhaupt die Inklusion? Über was reden wir da? Aber zuerst möchte ich mit dir, eigentlich schon, ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, ist Selbstbestimmung recht ein grosses Wort, das dich immer wieder angetrieben hat. Das bedeutet ein selbstbestimmtes Leben für dich?
Selbstbestimmung hat mal grundsätzlich ganz viel mit Selbstverständlichkeit zu tun. Also wenn es wie selbstverständlich von außen, also das heisst von Gesellschaft, aber auch für einen selber, also für das Individuum, gilt, dass man darf dort arbeiten, wo man möchte, dass man dort kann wohnen, wo es einem wohl ist, dass man die Freizeitbeschäftigung so kann führen kann, was einem wirklich interessiert und dass man eben ein möglichst Maximum an Selbstständigkeit in dem Sinne eben nachher auch kann haben, dass man nicht fremdbestimmt wird, dass nicht einem gesagt wird, das ist gut für dich und das ist nicht so gut für dich und das passt für dich und das passt eben nicht für dich, dass dann so eine Selbstverständlichkeit eintritt und die Selbstverständlichkeit zur Selbstbestimmung eben führt. Also ich kann mit gutem Gewissen selber bestimmen und weiss, wo und bei wem ich mir Unterstützung suche, wenn ich sie brauche. Also das heisst, Selbstbestimmung und letztendlich auch die Inklusion hat nichts mit der Enthinderung oder eine Enthinderung von der betroffenen Menschen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass sie so befähigt werden, dass sie sich eben nicht mehr auf ihre Behinderung und ihre Beeinträchtigung müssen konzentrieren und von außen als das wahrgenommen werden, sondern als Mensch mit anderen Voraussetzungen, aber vollkommen zugehörig. Ich habe dich auch eingeladen, weil mich das Thema vom nicht ganz der Norm entsprechend, wie durch die Maschen von dieser Gesellschaft gehen, wie mich das eigentlich schon ein Leben lang beschäftigt, allerdings in einer Beobachterposition. Ich bin aufgewachsen mit einer Schwester, die nach einer Krankheit im Kindesalter wie nicht ganz der Norm entsprochen hat. Als beeinträchtigt hätte sie sich nie gesehen, das ist immer von aussen gekommen. Und ich bin viel mitgegangen, Sonderschulen, Therapien, und habe jetzt aus meiner Warte aus das nicht gemeinte Wort Inklusion und Integration, vielfach hat mich das wie enttäuscht. Und ich habe das wie nie ganz verstanden, wieso gibt es so viel Berührungsängste. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt auch viel Handlungsbedarf. Irgendwie geht das wie nicht miteinander. Irgendwie sind einfach Maschen da in dieser Gesellschaft, wo man kann, durchgehen. Und ich möchte zuerst vielleicht mit dir über die Berührungsängste reden. Ich meine, viele Leute haben nur schon Angst, über Inklusion zu reden, weil sie nicht wissen, wie redest du darüber. Darf ich jetzt behindert sagen? Darf ich Handicap, disabled? Was sage ich eigentlich? Wie nimmst du das wahr? Oder hast du selber vielleicht auch mal Berührungsängste gehabt? Am Anfang von deiner Karriere? Ja, ich habe ja eine separative Karriere ursprünglich gestartet, wie ich gesagt habe. Also ich habe mehr als 10 Jahre in Institutionen gearbeitet insgesamt. Und das ist auch das Wissen und die Erfahrungen, die ich natürlich immer noch brauche und vor allem zum Start habe gebraucht, für eben genau es anders zu machen, also inklusiv. Ich habe mit 30 die Organisation gegründet und bin immer noch sehr in meinem Hirn und würde sagen, noch heute glaube schon sehr freigeistmässig unterwegs. Hat sicher auch mit meiner Aktivität, die ich in mir habe, zu tun. Es sind viele Ideen und es geht zehnfach so schnell, manchmal, dass man selber lieb wäre. Je nachdem, und habe mich nicht so darum gekümmert, was ich eigentlich darf sagen und was nicht. Ich habe nach meiner, ich sage jetzt nicht gut dünken, aber nach meiner Überzeugung wie auch gehandelt. Bin durch das natürlich auch mega angeeckt und ecke auch heute noch an. Und glaube, aber gleichzeitig ist das auch ein Glück. Und selber verwehre ich mich dem, was ist der richtige Begriff. Wir sagen bei unserer Organisation Menschen mit Beeinträchtigung, auch Menschen mit Behinderung. Mir ist es wichtig, dass Menschen das selber natürlich, auch das betrifft, auch bestimmen können. Aber es gibt ganz viele Unterschiede. Handicap ist jetzt etwas, was ich nicht nenne, weil der Ursprung nicht ganz richtig ist, von wo das Wort kommt. Aber die Berührungsängste, also ich kann sagen, wir fordern immer wieder Situationen auch raus, das ist so. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man einfach den Mut hat und lernt, vor allem im System wirklich lernt, die Menschen nachher einfach auch anzusprechen. Also erstens, was brauchst du und was würde dir helfen? Aber, und das ist jetzt erst das Inklusive, was brauche auch ich und will mir helfen? Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Immer noch nicht. Man hat das Gefühl, Menschen mit Beeinträchtigung, jetzt vor allem psychische Beeinträchtigung, kognitive Beeinträchtigung, Mehrfachbeeinträchtigung, wo viel Unterstützung je nachdem eben auch gebraucht wird, was auch nicht
in Anführungszeichen nur um Barrierefreiheit geht, wie Rampen und sonstige Hilfsmittel, dass einfach sehr viel davon ausgegangen wird, ich muss helfen, ich muss unterstützen. Die Person, das ist schon die Selbstbestimmung am Arsch, oder? Dann ist das schon funktioniert, das schon wieder nicht mehr. Und dann ist ja die Zugehörigkeit schon bereits gehemmt und dann kommt vor allem eben das Machtgefälle. Also ich bin eigentlich die Person, die dir jetzt hilft, auf mich bist du angewiesen. Und dann ist es eben so entscheidend, dass man sagt, also ich selber brauche auch etwas. Ich brauche vielleicht länger Zeit, bis ich die verstehe. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Erklärung, um dass ich begreife, wie unsere Beziehung funktionieren soll. Das heisst, ich übergebe auch Verantwortung meinem Gegenüber. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo immer noch so störend ist, dass es eben nicht weitergeht. Etwas, was du angesprochen hast, dass es in unserem System nicht weitergeht, hat ganz viel mit unserem jetzigen System zu tun. Und das System ist immer noch das, dass letztendlich mehrheitlich Fachpersonen zuständig sind, im Moment immer noch mehrheitlich im institutionellen Setting für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Und da ist die Gesellschaft nicht betroffen. Also die Gesellschaft hat eigentlich gar keine Verantwortung. Ich habe eine Studie von der HSG gefunden, die zeigt, wer selber mit Ausgrenzung Erfahrungen gemacht hat, ist inklusiver. Leute mit einzubeziehen, Platz zu machen im System. Wie siehst du das? Wieso können wir das nicht? Wieso grenzen wir Leute aus? Oder müssten wir jetzt einfach alle als CEOs in einen Kurs gehen, punkto Empathie oder Ausgrenzungserfahrung, und dann wäre das Problem geklärt? Wieso geht das nicht? Also so einen Empathiekurs würde auch vielen gut tun. Aber ob das dann die einzige Lösung ist, das ist sicher zu bezweifeln. Letztendlich ist es sehr vielschichtig. Jedoch hat es wirklich damit zu tun, dass uns im Grundsatz fehlen uns die Erfahrungen. Also Menschen ohne Beeinträchtigung, respektive ohne Ausgrenzungserfahrung. Uns fehlen wie die Erfahrungen im Alltag und vor allem die natürlichen Erfahrungen. Und darum ist es eben nicht ganz auszuklammern, das System. Und warum das genau so ist, weil letztendlich ich frage auch immer wieder Menschen, mit wie vielen Menschen im Leben bist du, mit Menschen mit Beeinträchtigung bist du in Kontakt gekommen? Irgendwo. Kita, Kindergarten, Schule, Lehre, Gimmer, Studium, Beruf, Wohnen, Freizeit. Also die ganzen Bereiche. Was ich nicht höre, ist im Zug, auf der Straße, in der Body. Wir haben weiter von uns entfernt eine Institution gehabt. Als Kind habe ich die auch mal ein bisschen gesehen und so. Und dort fängt es ja schon an. Ich habe sie ab und zu ein bisschen gesehen. Die haben sich dort, man hat nicht genau gewusst. Und da reden wir jetzt nicht nur von 50-Jährigen plus, sondern wir reden hier auch von 20-Jährigen, 25-Jährigen, 18-Jährigen. Ich meine, wir arbeiten ja unter anderem mit Kindern und die Frage stelle ich auch Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und ich glaube, so die fehlende Erfahrung, mit Unterschieden eben umzugehen und mit Unterschiedlichkeiten eine neue Norm zu schaffen, weil letztendlich ist das Zentrale, dann ergibt sich einfach die Fantasie nicht und auch die Idee nicht dazu, wie man das genau machen könnte und dass einem das eigentlich in der Denkweise schon würde beeinflussen, dass man einfach sagt, du bist du, ich bin ich und zusammen suchen wir jetzt eine Lösung. Und wir haben aber beide ja Bedürfnisse und ich glaube, das hat ganz, ganz stark damit zu tun, dass wir nachher einfach mit dem gar nicht uns erst auseinandersetzen und automatisch andere Menschen, die nicht der Norm, die wir haben, entsprechen, dass wir die als weniger anwesend, als weniger wichtig und als weniger produktiv und relevant vor allem betrachten. Und das ergibt grosse Probleme. Ich möchte mit dir über neue Normen und Ideen von dir reden, aber zuerst würde ich sagen, du hast einen der kürzesten Songtitel mitgebracht, wo wir uns gerne schnell dazwischen geben könnten, «Der Mani Matter». Du, da habe ich so mit 15 habe ich das erste Mal so bewusst gehört und ich habe da irgendwie nachher, ich habe mich voll in das Ganze vertieft, ich habe glaube nachher 120 Mal gehört, irgendwie mehrere Tage und probiert den Text komplett wieder zu verstehen und zu realisieren, dass die Genialität in diesem Song in diesem Text was eigentlich, wo man sich einfach, oder man müsste sich ein bisschen mehr überlegen und dann würde man realisieren, dass das Teilen und das Miteinander viel einfacher wäre. Und das ist wirklich spannend gewesen, dass mich das als Jugendliche in dieser noch teils schwierigen Zeit eigentlich motiviert hat, einfach mein Hirn zu öffnen und zu schauen, was ich sonst noch mit einbeziehen und sonst ausblenden. Denen, wo's gut geht,
ging's besser, ging's denen besser, wo's weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo's gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, wo's weniger gut geht. Und drum geht's auch denen nicht besser, wo's gut geht. Denen, wo's gut geht, ging's besser, ging's denen besser, wo's weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo's gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, wo's weniger gut geht. Und drum geht's auch denen nicht besser, wo's gut geht. Der Mani Matter. Für unseren Gast Jonas Stauber ist Sozialunternehmer und heute unser Gast im Fokus, bevor wir über eine inklusive Arbeitswelt und eine inklusive Schule und was es für neue Ideen bräuchte, schwätzen, möchte ich schnell zurückspicken. Wir haben schon ein bisschen können in den Kurs von deinem Leben einsteigen vorhin, aber nimm uns mal mit, ganz am Anfang, wo und wie dass du aufgewachsen bist. Und eigentlich, glaube ich, ist es ein gutes Gefühl gewesen, weil du bist Schlossherr gsi. Mit irgendwie schon als kleiner Bub. In Schlossburg bist du aufgewachsen. In Aarburg, im Schloss. In Aarburg, im Schloss. Aber alles stimmt. Genau. Es ist eine Kombination von allem. Ja, ich habe meine ersten 9,5 Jahre in Aarburg verbracht. Das ist ein Jugendheim. Und hat auch eine geschlossene Abteilung. Das sind also die ganzen Üblen, wenn man gesellschaftlich so will, auch dort oben gewesen. Und du bist aber nicht in diesem Heim, sondern in dort oben gewohnt? Wir haben dort oben gewohnt, weil mein Vater hat die Gärtnerei geführt dort. Und für mich war das ganz selbstverständlich gewesen, mit denen, die sind alle, damals war das noch unüblich gewesen, alle voll tätowiert und die haben wirklich, teilweise haben sie mich sehr fasziniert. Lustigerweise ist das nie gefährlich geworden, die waren total lieb gewesen. Mein Vater war eine hoch respektierte Person gewesen. Ich glaube, so die natürliche Autorität, die er hatte, habe ich wie angefangen zu kopieren, weil ich gemerkt habe, wie er das macht. Im Leben sehr viele logische Sachen hat er gemacht, ganz schwierige Situationen gehabt. Und ich habe mich dort eigentlich nicht wie als Schlossherr gefühlt, sondern wie als Prinz. Ich bin also in Königsgewändern rumgelaufen, war sehr verträumt. Die Mutter hat das aber sehr gefördert, ist mir dann in der Schule nicht nur zu gut gekommen, aber ich hatte dort oben eigentlich sehr viel Ruhe gehabt mit 3 Geschwistern. Wir haben sehr viel miteinander gespielt. Hat eigentlich eine liebevolle und geborgene Kindheit erlebt. Ich habe das, wir haben vorher geredet darüber, dass wer keine Erfahrungen macht im ausgrenzenden Bereich oder dort, wo es halt eben in sich anders oder schwierig ist, der kann vielleicht später einfach kein oder nicht so ein grosses Verständnis gerade sofort vorhanden haben. Glaubst du, das hat dich geprägt in dem Sinn, dass du dort schon einen Kontakt auf eine Art gehabt hast? Ja, Prägung ist ja generell kind- und jugendpsychologisch betrachtet sehr, sehr entscheidend. Das ist klar. Ich glaube, viel grössere Prägung waren meine Eltern. Meine Mutter war Puppenspielerin, professionelle, und hat alle Stücke selber geschrieben und hat sehr viel Philosophie in ihre Stücke hineingegeben, sehr viele so Botschaften eigentlich versteckte oder auch transparente an Kinder ab 6. Und mein Vater ist, wie gesagt, eine sehr respektierte Person gewesen und hat immer wieder gesagt, mein Job ist, die Leute ja zurückzubringen in die Gesellschaft, also muss ich eine Beziehung aufbauen. Er hat immer über Beziehung geschafft mit denen. Sehr imposante Geschichten, alles in allem. Und ich glaube, eine Prägung war, dass meine Eltern einfach wir haben sehr viel am Tisch geredet. Wir haben kein Radio gehört und kein Fernsehen gehört. Also Fernsehen haben wir gar keinen gehabt. Und dann so beim Nacht ist eigentlich immer Gesprächsthema gewesen. Und man kommt das natürlich mit über, oder wie Eltern über Gesellschaft oder über andere reden und denken. Und gleichwohl hat sich dann später eben in ihrer Jugend sich so, ich bin in sehr vielen Fantasiewelten unterwegs gewesen, sehr viel geträumt und haben mir oft einfach eine Welt zusammengestiefelt, so dass sie eben für mich wie auch gestimmt hat, aber immer einbeziehend. Immer, wie stimmt es eigentlich? Wie will es für alle so ein bisschen stimmen? Aber es ist noch spannend. Ich glaube schon, die Kindheit hat inzwischen, also wenn ich heute ja jetzt berufstätig teilweise auch sehe, ich habe vorher von diesen Geschichten erzählt am Feuer.
Letztes Jahr hat mir ein 12-Jähriger gesagt, er habe noch nie eine Geschichte vorgelesen bekommen. Und das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass es ja das auch gibt, oder? Also ganz viele junge Menschen kennen das gar nicht, kennen die Welten gar nicht, dass man sie so einbezieht und probiert, noch jemanden abzuholen. Und ich glaube, Prägung ist sicher, was man erfährt, letztendlich einfach auch vom Elternhaus aus. Und die Insassen der, die Jugendstraftäter, sind alles Männer gewesen. Und ja, die haben mich sicher insofern geprägt, aber dass ich gemerkt habe, dass sie ganz coole Typen unter anderem, die haben ja wirklich, also ich habe die noch länger kennt, auch wenn ich nicht mehr dort oben gewohnt habe, mein Vater hat ja weiterhin dort geschafft. Und da habe ich sehr interessante Gespräche mit denen, wo ich gemerkt habe, also liebevoll können die durchaus sein. Und so wie das Gute im Menschen innen, wo mir immer wieder präsent war. Was glaubst du, hast du? Ich meine, du hast immer wieder neue Wege, andere Wege müssen suchen, können einschlagen. Was glaubst du, wie findest du deinen Weg? Ich habe mir da noch einen Satz zurechtgelegt von Andreas Rieder. Er hat einmal gesagt über dich, er ist Leiter vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und er sagt über dich, der Jonas, der hat in seinem Kopf und in seinem Herz wie einen Kompass und der lässt halbe Sachen nicht zu. Was ist das, was dir immer wieder aufzeigt, dort durchgehe ich und das ist mein Weg? Das ist sicher eine sehr gute Frage. Ich muss es mir kurz durch den Kopf gehen. Also, ich bin einfach überzeugt, dass also, in meiner Welt ist es eben teilweise, und das wird teilweise auch als arrogant von mir bezeichnet, ist es aber überhaupt nicht. Dann versteht man mich einfach nicht. Für mich ist in meiner Welt ist das meiste, was ich mache, eigentlich super logisch. Also ich komme auf die meisten Ideen, die ich habe, die sind sofort da. Und aber eigentlich, ich habe mir mal überlegt, warum das so ist. Und ich glaube, das entschärft nachher auch irgendwie die Arroganz, die potenzielle. Ich finde es einfach wie nur logisch, dass wenn es doch bis jetzt nicht funktioniert hat, dann kann doch das bestehende System nicht richtig sein. Und dann kann die bestehende Vorgehensweise nicht richtig sein. Und unser System ist oft, die Person ist noch nicht so weit oder sie hat es noch nicht begriffen. Und ich finde, das muss man alles genau umgekehrt denken. Wir haben es noch nicht begriffen, wir haben noch nicht den richtigen Weg gewählt. Also drehen wir alles mal komplett um. Und ich tue sehr viele Sachen im Alltag, im Berufsalltag, aber teilweise auch in meinem eigenen Alltag einfach mal einmal umdrehen und von einer anderen Seite her anschauen. Wir haben vor einem Jahr eine Mitarbeiterin ein Feedback gegeben, sie gesagt, du hast die Begabung eigentlich alle schwierige Sachen oder mühsame Sachen, die wir haben oder auch aussprechen, drehst du im Prinzip einfach einmal komplett um, machst den Satz wie von hinten, redest ihn nach vorne und dann macht Sinn. Es ist nicht einfach irgendwie aus Prinzip immer, ja, schau die andere Seite von Medaillen an, schau die andere Seite, betrachte es mal anders, sondern ich sage nachher wieder den Satz und spreche ihn so aus, aber in meinem Kopf ist das schon da. Das ist nachher nicht irgendwie, dass ich dann denke, lass mir eine Lösung suchen, was könnte ich, sondern ich drehe einfach wie um und dann ist sehr oft im Alltag, wo ich erlebe, dass Leute sagen, ah ja, logisch, genau so. Man könnte es auch umgekehrt machen. Und ich weiss nicht, das lässt nachher eben die halben Sachen nachher auch nicht zu. Ich kann den Satz nicht in der Hälfte abklemmen, sonst macht es ja wieder keinen Sinn. Und ich glaube, so mit dieser Hartnäckigkeit letztendlich und dem Durchhaltewillen ist es letztendlich so, dass nachher kannst Menschen und Systeme eben mit auf einen Weg nehmen. Du musst es einfach nur mal dazu bewegen, dass sie ganz an einem anderen Ort ansetzen. Und die Erleichterung muss aber natürlich spürbar werden. Also Menschen müssen auch nicht das Gefühl haben, sie haben jetzt mehr Aufwand, sondern sie haben einfacher Aufwand. Und die Leiterin der Inklusionswissenschaftlichen Abteilung für Inklusion von der Pädagogischen Hochschule von Bern hat mir vor irgendwie einem halben Jahr so einen lustigen Satz gesagt, die müsste man eigentlich in die ganze Besprechung, die man hat, also die kann man einfach in einer Besprechung, die man hat, mitnehmen und am Schluss erzählst du uns die Logik, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Und zwar die Logik, es ist um Inklusion gegangen, aber die Logik einfach von man verkompliziert nachher in diesem System so alles, wie man eben an dem probiert festzuhalten, wie man es ja macht. Und man auch das Gefühl hat, man hat doch das jetzt alles aufgebaut. Und am Schluss, es ist wirklich noch spannend, aber am Schluss hat es eben ganz viel auch mit Loslassen zu tun. Mhm. Und sehr viel können nicht so gerne loslassen, wenn man das Gefühl hat, wir haben es doch. Und ich finde es sehr wichtig und sage auch immer, lassen wir alles los, was ihr schon gemacht habt. Und wir fangen nicht von vorne an, sondern wir fangen von jemand anderes an. Das ist der Unterschied. Und ich glaube so, ist das vielleicht mein Kompass, ich weiß es nicht.
Nach einem spannenden Kompass. Ein komplex. Einer, der immer nach Lösungen sucht. Gibt es das manchmal auch, dass du dir überlegst, wieso mache ich das eigentlich alles? Ist es so, willst du etwas verbessern in dieser Gesellschaft? Willst du die Welt verbessern? Willst du ein Wohltäter sein? Wieso machst du das? Also ein Wohltäter möchte ganz am Schluss, also ganz das Letzte sein, weil das ist ja schon mal eine Tat. Das gefällt mir gar nicht, das Wort. Wenn man eine Tat bringt und es noch mit Wohl probiert zu verschönern. Und ich sage immer wieder, Blindspot ist keine wohltäterische Organisation. Sondern wir sind wirklich eine systemverändernde Organisation. Es ist wirklich einfach, es geht um System Change, und zwar zum Wohle nachher von unserer Gesellschaft und eben auch nicht nur von Menschen mit Beeinträchtigung. Und zum anderen, was du aber gesagt hast, warum auch dort wird ja teilweise auch angegriffen, unter der Gürtellinie teilweise, schon seit Jahren, immer wieder auf das Neue, immer wieder von neuen Systemen. Die einen sagen nachher, sie seien volksgeil, die anderen sagen, sie seien Narzisst, egozentrisch, selbstverliebt, was ich da alles schon gehört habe. Das hat mir aber dann wieder mal eine Person aus dem Geschäftsbereich gesagt, weisst, Schneider kannst du nicht kaufen, die kannst du noch mehr arbeiten. Also hast du eigentlich alles richtig gemacht. Und der Antrieb kommt von dort, dass es letztendlich eine Verbesserung soll geben, wo du alle kannst mit einbeziehen und alle können eben dazu beitragen. Und ich kann dir ein Beispiel geben von meinem eigenen Arbeitsalltag. Ich möchte zum Beispiel gar nicht mehr in einem nicht inklusiven Setting tätig sein. Weil ich merke, jeder Tag ist wirklich spannender, er ist interessanter. Und zwar nicht, weil wir Menschen mit Beeinträchtigung dabei haben, sondern weil die ganzen Lösungen, die du täglich manchmal auch im ganz kleinen Mikrobereich erarbeiten, die sind einfach viel kreativer. Alle Personen müssen etwas dazu beitragen, und das macht es teilweise so überraschend. Auch für mich wird immer wieder überrascht im Alltag, wo ich merke, das hält mein Hirn wach. Das lässt eben nicht zu, dass ich so am Vergilben bin, wie irgendwie etwas, was in der Sonne steht, wo doch so viele Leute in unserer Gesellschaft sich irgendwann dem Pensionsalter und im dümmsten Fall am Tod entgegensehen. Und ich finde, für das sind wir nicht auf die Welt gekommen. Das macht gar keinen Sinn. Ich möchte mit dir ganz kurz einen Überblick gewinnen über die Inklusion in der Schweiz. Und nachher will ich mit dir abtauchen in deine Welt, wie das bei euch gelebt wird. Der Alex Oberholzer war vor ein paar Monaten bei uns Gast, Autor und Journalist, und er hat im Fokus gesagt, wir sind ein Drittweltland, die Schweiz, punkto Inklusion. Und eigentlich hat die Schweiz die Behindertenrechtskonvention von der UNO schon seit 2014 ratifiziert, und trotzdem gilt sie nicht als fortschrittlich, punkto Inklusion. Wo stehen wir denn da, deiner Meinung nach? Also wir stehen, ich sage es so, wir stehen definitiv nicht an einem guten Punkt, und wir sind in sehr vielen Bereichen massiv hintendrein. Das ist richtig ausgedrückt von Alex. Wir haben riesige Probleme in der inklusiven Schulung, teilweise jetzt auch politisch, wo es Gegenbewegungen wieder gibt und Gegenströmungen. Wir sind im Arbeitsbereich zwar teilweise voraus und haben in den grösseren Firmen Diversity Managements, wo aber letztendlich gleichwohl spannenderweise sehr oft Menschen mit Beeinträchtigung vergessen, vor allem eben, wenn Beeinträchtigungen ein bisschen komplexer werden und ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Wir sind im Freizeitbereich nicht gut unterwegs. Wir sind im Wohnbereich überhaupt gar nicht gut unterwegs. Das ist schon eine Tatsache, dass dort eigentlich noch sehr viel Arbeit zu leisten ist. Ich probiere und bin auch sehr davon überzeugt. Ich habe aber eine andere Schiene noch, die mich zuversichtlich lässt. Und das ist nämlich die, dass wir mit diesen Generationenwechseln müssen haben. Also mit denen, die müssen wir auch einbeziehen und als wichtig erachten, weil meiner Meinung nach werden wir in 25 Jahren ganz sicher ganz an einem anderen Ort stehen, weil das System meiner Meinung nach wird wie vom Nachwuchs ausgerechnet. Und zwar durch das, dass
Eltern von Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen mit Beeinträchtigung selber, auch wenn es später zu einer Beeinträchtigung führen und nicht von Geburt an, ist, dem nicht mehr Folge leisten. Also dem institutionellen Wohnen, dem institutionellen Arbeiten, dem begleiteten, alles begleitet, überall unterstützt, überall bevormundet und nicht als voll wahrgenommen. Und ich glaube, wenn so das System nachher nicht mehr sich erhalten kann, weil der Nachwuchs fehlt, dann gibt es einen erhöhten Druck und fast einen höheren Druck als auch politisch und wirtschaftlich. Und ich glaube, dort darf man schon eine gewisse Zuversicht hineingeben, heisst aber nicht, dass man da tatenlos zuschauen muss. Für zu zeigen, wie das könnte funktionieren, hast ja du eben die NGO gegründet, Blindspot, mit Restaurant, Pop-up-Bars, WGs. Genau, WGs. Sportprojekt. Wenn wir jetzt in einem von deinen Restaurants sitzen, heute Montag, nimm uns mal schnell mit. So funktioniert die Inklusion bei euch. Ja, genau. Also, du sagst es richtig. Unsere Restaurants, die GmbHs, das ist auch schon ganz bewusst gewählt, dass sie auch nicht von Blindspot querfinanziert werden können. Sie sind wie von Blindspot initiiert, funktionieren aber wirtschaftlich selbstständig, machen Menschen mit Beeinträchtigung und Ausbildung, werden sie unterstützt durch die IV, ist ihre Ausbildung vorbei und eine einzige wird gezahlt, finanziert gar niemand mehr. Es ist entweder eine Selbstfinanzierung, wenn es Unterstützungsleistungen braucht, oder es braucht eben keine Unterstützungsleistung in Form von Coaching. Unsere Restaurants, jetzt heute Webfabrik 28 im Mobilschule offen und dort wirst du ein gemischtes Team antreffen von rund 60-65% Menschen ohne Beeinträchtigung, Mitarbeitende ohne Beeinträchtigung und rund 35% mit einer Beeinträchtigung und alle haben so ihre Aufgaben und du wirst erleben, dass das eine oder andere Mal eine Unterstützungsleistung gebraucht wird von einem Menschen mit Beeinträchtigung, aber du wirst schon erleben, dass auch Menschen ohne Beeinträchtigung einen Hinweis bekommen oder einen Auftrag. Das ist eigentlich sehr etwas Normales. Oft wird auch gefragt, wer von denen hat jetzt eine Beeinträchtigung. Auf die Frage antworte ich jeweils nicht, aber ich zeige einfach, schau, als Team, man muss wegkommen von wie viel Prozent leistet eine einzelne Person, sondern das Team am Schluss leistet eben 100%. Und das ist auch das Denken, das kennt die IV nicht. Die IV kennt nur jede Person 10, 20, 80 und so weiter. Und das allein das ist im System schon wieder einmal nicht richtig, sondern dass man das Gesamthafte anschaut. Was sehr gut funktioniert, ist, alle Menschen kopieren. Das ist erwiesen, das ist keine Blindspot-Theorie, das ist Psychologie. Wir kopieren also kopieren und abschauen von anderen und das ist eigentlich einer von unseren Haupttricks. Das heisst, wir setzen Standards voraus, welche Qualität wollen wir, wie gut ist unser Essen, wie soll unser Service funktionieren, wie schnell soll das gehen, das macht jede Firma. Und diesen Standard, den machen wir im Team transparent. Und nachher letztendlich ist das Team verantwortlich, dass jede Person gemäss ihren Kompetenzen eben das kann dazu beitragen kann, dass wir am Schluss diesen Standard erreichen. Und das lässt die Leute sehr kreativ werden, weil es nicht mehr darum geht, alle können alles, sondern jeder kann etwas. Und am Schluss ist es sehr so ein in die Hand schaffen und etwas, was zum Beispiel sehr gut funktioniert, wenn es in der Fabrik 28, wo wir viele Geschäftsessende haben am Mittag, wenn es dort einen 15 Tisch gibt, dann servieren 6 Leute kurz, schnell die 2 Minuten. Alle können ja irgendwelche Teller tragen, 2 mindestens pro Person. Und dann wird uns zurückgemeldet, hey, bei euch geht es schneller, weil ihr auch mehr Personal habt. Und wir können ein bisschen mehr Personal anstellen, weil Menschen mit Beeinträchtigung bei uns kommen einen Leistungslohn über. Also aufgrund von dem, was sie können, werden sie entlöhnt und der restliche Lohn ist wie Ergänzungsleistung und IV-Rente. So muss man sich halt das vorstellen. Das ist nicht unsere Vision, aber ist unsere Realität. Und wir können auch so sagen, dass unsere Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung mehr verdienen, als wenn sie in einer Institution wären oder gar nicht arbeiten würden, weil unser Lohn ja dazukommt. Und was man in unseren Restaurants auch sieht, ist einfach eine kreative Teamstimmung. Es wird viel gelacht. Es gibt hin und wieder auch Situationen, die nicht ganz so sind, wie man sich vielleicht gewohnt ist. Spannenderweise wird das aber von den Gästen begrüßt. Also es ist einfach mal anders. Es gibt auch andere Gespräche am Tisch. Ein Mitarbeiter hat mal gesagt, könnt ihr bitte alle zusammenstellen, es geht ein bisschen schneller. Das ist nicht unser Standard. Und das haben wir ihm nachher auch beigebracht. Oder? Wir gehen auch abräumen. Aber die Situation dort hat so viel
ausgelöst, dass die ganze Gruppe einfach gefunden hat, eben, die lässt es ja wenigstens zu. Oder die lässt es ja wenigstens zu, dass es vielleicht skurrile Situationen gibt. Und nachher könnte dieser Person aber nachher sagen, schau, so funktioniert es im ersten Arbeitsmarkt und regulär. Und das ist viel echter, als wenn man das probiert, irgendwo in einem Parallelsystem zu zeigen. Und also das ist funktionierende Inklusion. Als Beispiel, wie man es bei euch sieht. Was ist eine Integration? Was ist der Unterschied? Ja, also jetzt sprichst du etwas an, wo ich eben mehr auch sicher angreifbar mache, aber auch bewusst. Also ich finde, die separativen Systeme könnten zum grössten Teil abgeschafft werden und müssten, ganz ehrlich. Das ist einfach meine Meinung, die vertritt jetzt seit Jahren und stehe auch dazu. Auch die integrativen Systeme, das ist nicht das wahre System. Sie sind alle finanziert, also subventioniert. Das Integrative ist letztendlich, dass du Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigung in die Gesellschaft hineinnimmst, aber dort alle miteinander etwas produzieren. Sei es irgendwelche Feueranzündteile oder halt Einzelteile für den Maschinenbau. Durchaus sinnvolle Arbeit, um das geht es nicht. Aber sie machen das noch immer in sich geschlossen. Und inklusiv ist wirklich, wenn das Team gemischt ist. Und es ist auch der reguläre Arbeitsmarkt. Und der integrative Arbeitsmarkt, der zählt noch nicht zum ersten Arbeitsmarkt. Oder ist noch nicht so, dass eben die Leute unter sich, also dass sie sich eben in die Gesellschaft total mischen können. Du hast mal irgendwo gesagt, 80% der Institutionen braucht es aus deiner Sicht nicht. Menschen könnten im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Bloß frage ich mich, also weißt, welcher Arbeitsmarkt stellt denn in Tat und Wahrheit faire Bedingungen, dass man nicht als billige Arbeitskraft ausgenutzt wird? Und oftmals ist es ja auch so ein bisschen eine Ohnmacht. Oder irgendein Arbeitgeber, der sagt, okay, wir könnten oder müssten die Person aufnehmen. Was machen wir dann mit ihr? Sie weiss nicht genau, was sie dort macht. Also, wie kann man verhindern, dass es nicht als Feigenblatt benutzt wird? Ja, die Frage ist sehr wichtig und auch die wird politisch und letztendlich nachher rechtlich dann gelöst werden. Es gibt in anderen Ländern ein System, wo der Arbeitgeber den ganzen Betrag bekommt. Bestehend jetzt in der Schweiz vergleichbar mit Ergänzungsleistung, mit der IV-Rente und mit sonstigen Zusatzleistungen, die vielleicht gebraucht werden für Hilfsmittel und so weiter. Und dann nachher der Person mit Beeinträchtigung einen Leistungslohn zahlt. Diesen Lohn zahlt er aus seiner eigenen Kasse und die anderen Beträge überweist er einfach als Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Und das System, dass ein Mensch mit Beeinträchtigung, der aufgrund von ihrer Beeinträchtigung vielleicht nicht gleich viel kann machen oder gleich schnell kann machen, wie sagen wir jetzt mal einen grossen Durchschnitt, dass der vom Staat versichert ist und auch gezahlt wird, das ist richtig so. Also wir brauchen ein Gesundheits- und Fürsorgesystem. Wir brauchen das System. Es ist nicht Aufgabe von der Arbeit, vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, dass sie eine Person das ganze Geld überweisen, sie genau den gleichen Lohn wie auch eine andere. Weil sie auch nicht die Verantwortung muss können übernehmen. Das ist wirklich eine Staatsaufgabe. Das müssen wir uns einfach ganz fest bewusst sein, dass da nicht falsche Vorstellungen entstehen. Und nachher noch der andere Teil mit billiger Arbeitskraft, da lasse ich wirklich nicht ganz gelten, weil letztendlich werden ja eben noch immer sehr wenig Menschen mit Beeinträchtigung angestellt. Das heisst, wenn jetzt das so ein unglaubliches Millionengeschäft wäre und so ein kompletter Profit für jede Firma und man könnte wirklich sagen, so cool, wir haben billige Arbeitskräfte hier, dann würden sie alle machen. Also für das ist die Wirtschaft viel zu schnell. Und letztendlich ist es einfach so, ein Team, eine Teamkonstellation und eine Stimmung innerhalb von die ganzen Sozialkompetenzen, Zugehörigkeitsgefühl in einer Firma und so, kann wirklich mit mehr Diversität verändert werden. Also man muss auch noch sehen, das lohnt sich auch noch auf anderen Ebenen. Und der letzte Punkt noch, warum ich sage, 80% der Institutionen, von diesen Institutionen bräuchte es eigentlich nicht mehr, ist, weil, wenn wir umdenken und all die nachher frei verfügbaren Fachpersonen eben mit inkludieren würden in die Firmen und in die Überbauungen von Wohnungen und so weiter und halt ambulante Unterstützung würde geleistet werden, dann ist es auch möglich, dass eine Person 1,5 Stunden pro Tag, 5-mal pro Woche in einer Firma eine Leistung erbringen kann, zu den Jahresapéros eingeladen wird, einen Lohnausweis bekommt, einen Namen hat, eine Bescheinigung einfach für eine Daseinsberechtigung und dann ist die Person inkludiert. Und das heisst nicht, dass alle 100% leisten können. Nochmal, das ist mir so wichtig zu sagen und dort beißen wir manchmal die Zähne aus.
dass die Vorstellungen immer gibt, ja, aber kann sie denn 8 Stunden bleiben? Ja, die heutigen Jungen bleiben auch nur noch 60-50% irgendwo am Arbeiten und genießen sonst das Leben oder machen andere Sachen. Also, wir müssen so oder so von diesem System wegkommen und uns nicht mehr festhalten an diesen gängigen Modellen. Es ist ja noch spannend. Jetzt haben wir auf der einen Seite, wie du beschreibst, extrem viel Potenzial und auf der anderen Seite einen riesigen Fachkräftemangel seit Jahren. Überall zu wenig Leute. Was läuft denn da falsch? Der Fachkräftemangel ist jetzt übrigens schon einer der Eintritts- oder Türöffner, sage ich jetzt einmal, dass mehr Menschen mit Beeinträchtigungen auch wieder angestellt werden, auch andere Menschen wieder angestellt werden und in die Firmen inkludiert werden, wenn man so will. Aber letztendlich noch eines, es fehlt, jetzt sind wir wie bei dem, was du vorher hast gesagt, oder es fehlt ein bisschen an Fantasie und an Erfahrung. Wir haben zu wenig Fantasie, wie wir mit Menschen mit Beeinträchtigung dann in unserem gesellschaftlichen Alltag umgehen können. Und es fehlt anscheinend die einfache Lösungsidee, Fragen zu stellen. Wir stellen viel zu wenig Fragen. Wir kommen nicht ins Gespräch, und zwar so ins Gespräch, dass wir wirklich etwas erfahren, das ihm hilft. Dass wir wirklich zusammen weiterkommen. Wir haben fast keine Zeit mehr und dabei haben wir doch noch über Bildungssystem und über die Schule reden. Lass uns noch schnell einen Abstecher dort machen. Der Thierry Burkhardt, der Präsident der FDP Schweiz, hat kürzlich sich ganz klar gegen die Integrativschule ausgesprochen. Oder er fordert die Abschaffung und sagt, das ist gescheitert. Lernschwache Kinder werden benachteiligt und die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler vernachlässigt und alle sind überfordert. Jetzt höre ich immer wieder Stimmen, die sagen, hey, die Integrativschule hat noch nicht einmal angefangen. Von Lehrpersonen so gehört. Wir haben gar nicht die Ressourcen, um das überhaupt irgendwie ansatzweise wirklich umzusetzen. Was glaubst du, könnten spezialisierte Schulen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in ein paar Fällen tatsächlich effektiver sein als integrative Schulen oder nicht? Schau, das Problem ist noch an einem anderen Ort anzusetzen. Die separative Bildung und auch die separative Wohnwelt und die separative Arbeitswelt, die macht vor allem eins, sie verhindert ganz viel, für später vor allem. Wo einfach nicht beachtet wird, dass zwar die Förderung in sich sehr gut ist und die ausgebildeten Personen hervorragend sind, die würde ich alle gar nicht angreifen, sondern dass aber einfach das aus dem System rausgenommen zu werden über Jahrzehnte letztendlich verhindert, mit eigenen Lösungen in der Gesellschaft zu existieren. Das heisst, die separative Schule, meiner Meinung nach, kannst genauso, wie ich vorher gesagt habe, kannst zum grössten Teil abschaffen, das braucht es nicht. Weil wiederum, es würde sehr viel Geld frei werden, also werden Milliarden frei, wo die Schulen kosten. Und es werden vor allem Fachleute frei. Und mit dem Geld und mit diesen Fachleuten müsstest du die reguläre Schule nachher anders aufgleisen und natürlich unterstützen. Und wenn ich die Aussage höre, dann kann ich einfach in dem Sinn dort Zuspruch machen, dass das System jetzt so nicht mag funktionieren, weil man hat immer noch die separative Schulung, das heisst, Flockung ist gross, dorthin zu schicken. Man hat aber einen politischen Auftrag, dem muss man Folge leisten, hat aber viel zu wenig Geld und viel zu wenig gute Konzepte dahinter. Und am Schluss hat man so ein paar Stunden, wo man da unterstützen kann. Und so kann das nicht funktionieren. Und andere Länder haben uns gezeigt, dass das funktioniert. In Schweden funktioniert das zum Beispiel, dass Leute von Anfang an eben inklusive in die Schule gehen. Und so eine gewagte Aussage von mir ist, dass wenn ich die Möglichkeit hätte, eine inklusive Schule zu gründen, die freie Schulwahl ist in der Schweiz eben so einfach gar nicht möglich, weil du immer das Geld brauchst, dann würde ich wirklich eine Wette abschließen, dass das mit einem Team zu schaffen wäre. Wenn es von Grund auf ganz anders aufbaust und noch nicht einmal müsstest den Schulplan über den Haufen werfen und die Leistungen gar nicht mehr in den Vordergrund stellen, sondern wir müssen einfach das Konzept so aufbauen, dass eben die individuelle Förderung in einem inklusiven Setting durchaus möglich ist. Und dort verwehrt man sich dem einfach noch. Und es ist schade, dass jetzt unterschiedlichste Leute aus der Politik vermehrt wieder nach dieser Trennung schreien, weil der Kind wird ganz sicher nichts langfristig betrachtet wird, nichts zu gut kommen. Ausser dass natürlich viele Eltern sagen, Stand jetzt finden wir das System so schlecht, dass man es wirklich lieber in die separative Schule schicken. Und durch das erhaltet sich ja das. Also wenn man nicht den Mut hat, ein bisschen radikal
radikaler zu verändern und umfassender, kann sich ein System aufrechterhalten und auch legitimieren. Und für dem kann ich nichts Gutes absprechen. Das tut mir leid. Das ist etwas, was ich nach 20 Jahren Inklusionserfahrung wirklich kann sagen kann. Wenn eine Firma ohne Subventionen zu Schlag kommt und kann im schwarzen Bereich tätig sein, also finanziell, und die Leute mir nach so vielen Jahren sagen, hey, seit dass ich da bin, habe ich mehr Selbstbewusstsein, mehr Skills, mehr Vertrauen, ich habe mehr Freunde und ich habe mehr Visionen. Also ich habe mehr Visionen. Endlich habe ich Visionen, weil ich die Welt erkenne. Das sind Menschen, die teilweise am Anfang nicht einmal ein Wort haben geredet, weil sie so schüch oder nicht fähig waren, mit Menschen ohne Beeinträchtigung zu reden. Also wir haben nicht einfach irgendwelche Topshots, talentierte Menschen mit Beeinträchtigung, die wir jetzt auftrumpfen können, sondern das sind Leute, die in Institutionen waren, die halt in diesem System einfach letztendlich irgendwo sediert sind, unterwegs waren und jetzt empowered werden. Und Empowerment letztendlich ist immer noch die grösste Kraft und die vernachlässigt man oder verhindert man, wenn man das trennen und nicht ermöglichen. Das bringt mich gerade zum Schlusspunkt. Oder? Du bist weltweit anerkannter Sozialunternehmer als der Ashoka Fellow. Innovativ, revolutionäre Ideen, sagt man dir nachher. Wem glaubst du, hast du das Leben vielleicht sogar verändert? Oder gibt es manchmal Menschen, die sich melden und sagen, hey, deine Hilfe oder deine Chance, Hilfe ist vielleicht da genau schlecht, aber deine Chance, deine Idee, die hat bei mir einfach etwas ausgelöst? Ja, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also teils bei Leuten, die die Ausbildung machen zur Sozialpädagogik, zum Sozialarbeiter, Arbeiterin, die nachher realisieren, hey, ich mit meinem Konzept, das ich da am Lernen bin, immer noch in der Schule, laufe ich ja mit Volltempo in die Sackgasse, oder? Weil die Hochschulen sind zwar weiter, aber haben immer noch Nachholbedarf, was eben gelebte und angewendete Inklusion betrifft. So. Es gibt einfach immer noch zu wenig konsequente Beispiele über längere Jahre. Das sind sehr viele Mitarbeitende ohne Beeinträchtigung, die sagen, ich will nie mehr anders arbeiten, also ich will das selber mitmachen. Mein eigener Sohn hat gesagt, er will eine inklusive Schule gründen, wo ich zuerst mal sicher viel Glück gewünscht habe, aber weil ich weiss, was es natürlich bedeutet, aber wo er sagt, es macht doch gar keinen Sinn, oder? Es ist auch langweilig, es ist so langweilig, dass homogene Gewulste und letztendlich sehr viele Menschen mit Beeinträchtigung und denen ihr Netzwerk. Mir hat gerade eine Mutter von einem Mitarbeiter, der ist jetzt inzwischen 30, der vor 3 Jahren wieder kurz davor war, zurück in eine Institution zu gehen, wo ich an einer Sitzung war mit einer Oberärztin aus der Psychiatrie, mit der Therapeutin, Psychiaterin, Psychiatrie-Spitex und also es war eine Riesensitzung und ich habe einfach nach 20 Minuten müssen sagen, lassen wir doch zuerst einmal reden. Der redet seit 20 Minuten von diesem Wechsel in die Institution. Was will er? Und dann hat man ihn gefragt, also gut, sag mal, ich will der bleiben. Ich will bei Blindspot bleiben. Das ist das, was mir gefallen hat. Gesagt, also wir machen es möglich. Wir müssen einfach eine klare Entscheidung haben und dann übergeben wir aber auch einen Teil von der Verantwortung. Und ich glaube schon so, Karrieren und letztendlich Lebensläufe kannst du dann verändern, wenn du an die Menschen glaubst und wenn sie wirklich mit ins Boot holst. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir am konsequentesten bei uns machen und teilweise wirklich als nicht ganz einfach von aussen betrachtet wird. Wir holen die Leute mit rein. Und in die Verantwortung einzubeziehen, heisst nun mal, dass es eben nicht immer ganz so ein Zuckerschlecken ist. Und darum möchte ich ja sagen, Inklusion zu romantisieren, ist das Dümmste, was man machen kann. Weil dann hat man das Gefühl, es ist einfach alles besser. Ich glaube, eine diverse Gesellschaft hat genauso grosse Herausforderungen, aber sie hat viel mehr Power. Es tönt nach viele Ideen, nach viel Energie, die bei dir rum ist und vor allem nach immer wieder Lösungen. Gibt es bei dir manchmal auch Momente, wo du sagst, jetzt weiss ich nicht mehr weiter? Wenn ich nicht mehr weiter weiss, dann gehe ich nachher tanzen. Das ist etwas, was ich immer noch mache. Also richtig fette Ausgang irgendwo. Ich komme jetzt gerade vor 2 Tagen in Berlin, wo ich an so einer Tanz-Rave war. Das ist eigentlich etwas, wo da kommen mir neue Ideen, da kann ich auch mal richtig abschalten und dann kommt es eben gar nicht so weit, dass ich so vollkommen verstockt bin und gar nicht mehr weiter weiss. Ich komme zurück zum Anfang, wenn ich nicht mehr weiter weiss und gerade nicht tanzen oder irgendeine Party machen, dann frage ich und dann stelle ich Fragen und zwar eben alle die Beteiligten rundherum und so spannend, dass manchmal an den Tag kommt durch das und das gibt mir nachher wieder einen neuen Input
Und ich glaube, dass sich eben Unterstützung holen, das brauchen wir ja wie alle. Und wenn wir das lernen, dann geht das immer wie einfacher. Und dann hat man nicht immer das Gefühl, wir haben selber die beste Idee, sondern die meisten Ideen übrigens bei Blindspot, die Initiierungen von eben dem Wohnen, von diversen Freizeitangeboten, auch von Arbeitsinhalten und so weiter, die kommen im Ursprung sehr oft von Betroffenen selber. Und letztendlich von Leuten, die sich mit dem auseinandergesetzt haben. Und das gibt mir irgendeinen Impuls und dann denke ich das weiter. Also darum habe ich auch das Gefühl, sei irgendwie eben ein Wohltäter, sondern einfach ein innovativer Umsetzer, der letztendlich probiert, etwas in unserer Gesellschaft so zu verändern, dass wir einen Mehrwert haben. Und wenn nichts mehr geht, gehst du tanzen. Das übernehme ich einfach so. Merci vielmals für das Gespräch. Jonas Staub, Sozialunternehmer, Störenfried, manchmal, immer wieder, Blindspot-Gründer. Wer sich für Inklusion interessiert, dem empfehle ich den Fokus mit dem Moderator und Influencer Jan Graf via srf.ch/audio findet ihr den. Mein Name ist Katrin Hönecker und jetzt ist nur noch die Frage, ob Queen oder Hania Rani. Genau, ich hatte ja noch einen Song, einen Song dabei, genau. Ich würde Hania Rani gerne nehmen. Das ist eine, die ich kennengelernt habe, also auch persönlich kennen, die inzwischen weltweit Tournee hat. Und ihre Musik lässt mich genauso manchmal abdriften und auf neue Ideen bringen. Darum fände ich das noch schön.